Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das Retzenach Meir David. In Zusammenhang mit Yom HaZikaron und Yom HaTzmaut geben wir über ein Interview mit Leibel Bodvinik, was wohnt in Israel und hat dadurch gelebt, die Milchama zwischen Iran und Israel und die Vereinigten Staaten. Leibel Bodvinik ist ein Schreiber von Faktasia, das heißt Science Fiction, Poesie und Lieder, sei auf Jiddisch, sei auf Englisch. Er ist gewachsen in Montreals sprudeldicke jiddische Kulturszene und er ist der Sohn von dem bekannten Musiker David Bodvinik, Oliver Shalom, und Bruder von Sender Bodvinik, auch ein Musiker, und beide sind gewesen früher auf unser Programm, so wie Label allein. Wir haben sich der Klungen zu Label bei seinem Heim in Netanya, Yisrael, bei Tagheint in die Vereinigten Staaten, dem 22. April, und spät bei Nacht in Yisrael, demselben Tag. Hat noch von unser Interview mit Label Bodvinik, und wir wollen euch hören ein bisschen Musik wegen Yisrael und von Yisrael. Sei gut, stell sich allein vor, dein Namen und ein bisschen, wo du bist und was du tust. Shalom Aleichem, Eich. Ich heiße Leibel Bodvinik von Israel, ein jüdischer Schreiber. Ich bin schon da 37 Jahre. Sind ich auf Eule gewesen von Kanada. Und es ist allemal gut zu haben, ein Schmuss mit der Meer. Was willst du wissen? Nu, wir haben nicht geredet, etliche Chadashim, und ich hoffe, du hast gefeiert, gepravet, a guten Pesach unter schweren Umständen, und wir wollen wissen, wie es ist gegangen in dem Krise von der Milchama zwischen Iran und Israel und die Vereinigten Staaten. Ja, versteht sich. Da in Israel ist allemal, wie man sagt, lebendig. Allemal ist es voran etwas interessant in der Neues. Wir haben durchgemacht und wir machen noch alles durch. Nicht in leichten Zeiten. Es ist voran jetzt der Waffenstillstand zwischen Iran und Amerika und Israel. Und euch hat in Zoffen mehr oder weniger ist stiller geworden. Aber das ist nur eine zeitweilige Sache. Lassen wir anheben, also, Kodem Kol, Chikavis
als zwischen Pesach und Shavuos meint doch 7 Wochen, kommen vor 7 wichtige Daten. Lassen wir betrachten, was sind die wichtigen Daten, was wir davon abmerken in der Zeit. Kodim kol Pesach. Pesach-Zeit ist nicht gewesen so leicht, weil wir haben nicht gewusst genau, was wird sein. Wir sind gewesen Punkte mitten von der Mochame. Und wir haben gedacht, trachten, selbst wenn wir davon sich hereinkappen, das heißt, zuläufen oder in einem Miklat. Ein Miklat heißt wie so ein Bunkerzimmer, also, wo man geht unter Binien oder einmal ist es auf der Gas. Nicht alle haben in daheim. Und wir haben, was heißt ein Mamad, was ist ein Sicherheitszimmer, was ist, oder ein Schutzzimmer, was ist starker, befestigt also gegen Schießereien und Raketen und so weiter. Wir haben Baruch Hashem das Zimmer, aber nicht alle haben. Und man sagt, dass ein Drittel von Israelbürger in seinen Zoffen, seinen Center und andere Orte haben nicht solche Sachen. Nicht leicht, nicht gewinn leicht. Und doch haben wir geprüft dem Seder. Die zweite Date, was ich wohl gesagt, von die 7, ist Tage gewesen mit der Woche zurück. Wir haben abgemerkt, Yom HaShoah, das heißt, wenn wir bemonnen die Kedoshim, die 6 Millionen Kedoshim von dem Choben und der zweite Welt noch kommen, ist das dämmelt, das mit der Woche zurück, ist noch gewesen still, aber der dosige Waffenstillstand, was man ruft an a Ceasefire auf Englisch, der Waffenstillstand ist nur eine zeitweilige Sache. Und es kann sich jeden Moment beiten. Und dafür Aktivitäten werden wie begrenzt. Zum Beispiel in einer Zeit, in einer Woche oder gewisse Tage haben wir Aggressore. Haben wir gewusst, dass wir können nur zum Beispiel haben 100 Menschen, was können sich zu euch sammeln. In einem anderen Tag oder mit ein paar Tage später hat man uns sozusagen befreit ein bisschen. Also wir können sich treffen, viele bis 500 Menschen oder viele 5000 Menschen. Also herum sind gewesen abgeschaffen geworden Chasenes und gewöhnlich zwischen Pesach und Shavuos. Es wenn sich versteht sich in welcher Gruppe man befindet sich. Die Ashkenazim, die Mizrach-Eides. Es von gewisse Zeiten, wenn wir haben Chasenes und nicht haben Chasenes, aber zu lieb dem, was man hat gedacht, ablegen Chasenes zwischen Purim und Pesach, hat man erlaubt, man soll Chasenes haben viele noch Pesach. Was gewöhnlich, das ist nicht angenommen, sozusagen. Jedenfalls, wir sollen in dieser zweiten Zeit gewähnen, wie gesagt, Yom HaShoah, was wir rufen es an den Hoben-Onding-Tag. Und in der Zeit von dem mehr oder weniger an, bis jetzt ist vorgekommen noch mit der Woche später, das ist gewähnt Nächten, ist gewähnt Yom HaZikaron, ist demult dämonen wir sich. Wir merken, ob die über 25.000 Soldaten und Bürger, unschuldige Bürger, welche seien oder gefallen in Schlacht, bemächtigt von den verschiedenen Mohammes, oder seien ermordet geworden durch Terroristen. In der Zeit, wo Israel hat ihr Unabhängigkeit, in die 78 Jahre, was das ist Heint gewesen. Heint haben wir gefeiert, Yom HaAtzmaut, das heißt Unabhängigkeit-Tag. 78 Jahre sind Israel ist entstanden, geschaffen geworden in 1948. 78 Jahre. Weiter werden bald vorkommen noch eine 5. wichtige Date Lag BaOmer, nach dem Yom Yerushalayim, was ist die Befreiung und Vereinigung von Jerusalem, nach der 6-tägigen Mochame, und Shavuos ist die 7. Date, und
Mattenteure. Und das sind die 7 Tages, was wir haben. Versteht das jetzt voran in der Dosiger Truppe bis heim und weiter, eine Sache nicht Sicherheit. Wir wissen nicht, was wird sein. Die Amerikaner Armee steht auf der Wach in Hormuz, leben in einem mit der Flotte nicht durchlosen Schiffen von Iran und alle sind in Krass, dort und da und eine Frage ist und keiner hat nicht genannt, wie man sagt, nur Gott weiß, was wird sein und Trump, der Präsident Trump, was wir halten sehr stark von ihm, weil er hilft uns. Eine Sache ist doch der, was beschließt im jetzigen Moment und nicht allemal Israel hat eine Idee in was geschieht. Stell deine Frage. Nu, kannst du ein bisschen anheben von Anfang mit Purim? Was ist wenn dein und dein Mischpachas und dein Kehillas Überlebung, wenn es hat angefangen, die neue Milchame? Wieder plötzlich gewesen, es hat Alarm, also wir sollen gleich sich hereinkappen in die Schutzzimmern, also wir dürfen wissen, es hat sich angehoben, wieder am Milchame mit der Schießerei und so weiter. Und alleweile sind geschossen geworden von Iran auf uns Raketen und Missilen, ballistische Missilen gedauern fast 10 Minuten anzukommen. Die Israel Verteidigungssystem hat wie was ich gesagt habe, ausgetragen an Eufen von Kennen uns alarmieren, das heißt uns vorwarnen, 10 Minuten voraus, also man hat herausgeschickt von Iran gegen Israel Raketen, also wir sollen sich können zugreifen. Also ich sage 10 Minuten, meint nicht Punkt 10 Minuten, es kann sein einmal 7 Minuten, es kann sein 8 oder 9 oder 10 Minuten. Aber der Riker, was ist, es hat uns gegeben, eine gewisse Zeit zu können sich zugreifen, aufwecken sich, ob sie mitten in der Nacht, das hat mal ist das vorgekommen, 12 bei Nacht, 2 in der Früh, 4 in der Früh, 7 in der Früh. Und also Menschen haben nicht gehabt, einen ruhigen Schlaf, wie man sagt. Sei, wir sind gegangen schlafen, nicht ruhig gehabt und sei mitten schlafen, haben gedacht, sich aufhaben, nicht wissen, die Nacht wird es geschehen oder bei Tag wird es geschehen, also wir schießen auf uns. Aber die deutsche System von die 10 Minuten oder bis 10 Minuten hat uns geholfen, sehr Sachen. Das hat uns gegeben eine Zeit. Wir sollen können, ich weiß, ich habe ein Waschzimmer, Trunkton, sich runter, Zuläufen in einem Miklat. Miklat, wie gesagt, ist wie eine Art Bunker, also ein Zimmer, das ist oft, oder in einer größeren Binien von einem Sachstock, kann man, darf man abgehen unten bis unten. Aber das ist eigentlich schwer für die Erwachsenen, Menschen, was oder sie haben nicht kein Miklat, oder es ist sehr schwer abzugehen, die Treppe. Da man kann nicht nehmen, der Lift, den Elevator. Das ist auch das Sakone. Ist abgehen, abläufen die Treppe und danach sich behalten dort und warten, bis man gibt uns ein Zeichen, dass wir können sich befreien und wieder zurückgehen in den Stub. Und nicht in leichter Zeit. Man ist nicht in leichter Zeit. Ist Purim hat man abgeschaffen, alle große jontivdicke Sachen. Weiter Shabbosim, die was haben gedacht, haben nicht gekannt, sich zu neu sammeln, mehr wie Millionen, also sozusagen 15, 20, 30 Menschen mit einmal. Ist so, bei uns in Beis Medrash, bei uns in Synagoge, haben wir gehabt bis 40 Menschen oder 40, 50 Menschen, weil wir haben ein Miklat, also ein Schutzzimmer, was können reinnehmen, 50 Menschen. Und andere Millionen haben ein paar geschaffen bei besonderen Menschen, wo sie haben gehabt, sehr eigenem Schutzzimmer, wo sie haben private in ihre Häuser, wo sie haben gekannt, reinnehmen, ein Minimum 15 bis 20 Menschen.
Nicht in leichter Zeit. Man ist nicht in leichter Zeit. Milchome ist die ärgste Sache, was kann sein. Ich meine, alle wollen Scholem. Aber wir haben zu tun mit Menschen in der Regierung von Iran, nicht die meisten von der Bevölkerung, aber es ist genug, es ist von etliche Millionen dort von Mischagoyim und mamisch fanatische Menschen, welche sie sagen jeden Tag, man darf umbringen in Amerika, man darf umbringen in Israel. Und das ist noch halt sehr Agenda, das ist noch halt sehr Plan. Sie sagen es Offenheit. Also wir seien eine Sakone von der Welt, also sagen sie, faktisch sind sie die Sakone von auf der Welt. Aber sie sagen, es wir sind eine Sakone, man darf uns ausrotten. Und sie sagen es noch einander. Und das ist der Plan. Und weil es ist in der Agenda, weil das ist der Plan, ist schwer zu können machen Schollen mit der Sache solchen Menschen. Israel und Amerika haben sich zunächst genommen und wir haben eingeschickt noch einander Aeroplanen zum Bombardieren die sakonedicke Sachen bei sich. Nicht die Menschen, nicht die Bürger, nicht die Menschen auf der Gas, nicht die Schulen und nicht sehr zivile Sachen, nur die militärische Sachen, weil der Militär hat beschlossen, im Namen von sehr Fanatischkeit, als sie müssen umbringen die jüdische Medina und Amerika. Und als man es macht von dem, haben sie mir bombardiert, haben gedacht, fliehen. Tausende Kilometer hin und zurück, Israel jedenfalls. Die Amerikaner sind schon gewesen dort mit Schiffen, was haben Aeroplanen oder haben geschickt von nentere Erde, wo sie haben Basis, Amerikaner militärische Basis, nennt zu Iran. Aber Israel hat gedacht, schicken unsere besten Piloten tausende Kilometer zu bombardieren sehr verschiedene militärische Centers und dort, wo sie greifen zu, sie machen neue Aufreißmaterialien, wo sie schaffen, sie bauen sehr Raketen und Missilen. Und haben es getan, noch einander. Amerika hat, versteht sich, es euch jetzt getan, das haben euch verstanden, als zum Beispiel die nukleare Zentren, wo sie wollen. Sie sagen, als sie haben nukleare Zentren für Schollen, das heißt für praktische, für die Bürger sehr zu schaffen, Elektron und so weiter. Aber zu was dürfen sie solche ballistische Missilen, was können der Griechen zippern und mit der Zeit öfter viele Italien oder Griechenland oder andere Orte in Europa, zu was dürfen sie zu verteidigen sich. Das sind nicht keine Verteidigungsraketen, das sind eine Attacke, zu attackieren, Missilen und Raketen. Nur wir sollen nicht sein, das ist nicht keine leichte Sache und wir haben es gedacht, durchführen. Bis in einem gewissen Sinn, dank der Macht von der amerikanischen Armee und unserer Hilfe, haben wir gefordert von sie eine Art Waffenstillstand, den wir so können kommen zu etwas erhesken. Aber ein Waffenstillstand ist nur eine zeitweilige Sache. Wir, da in Israel speziell, weil wir sind die was die Iraner Fanatiker attackieren, wir sind alleweile unter Deige, Pachet, also zu jeder Minute können wir schießen mit uns. Und doch führen wir durch unsere Aktivitäten und doch von ökonomischen Standpunkt, von finanziellen und kommerziellen Standpunkt, Israel Firmen, was haben zu tun mit Mischer und Hightech in der Welt. Die Welt weiß, dass wir tun unsere Arbeit weiter. Viele unter die schweren Umständen. Menschen sind vermattert, Menschen schlafen nicht Nacht. Oder werden aufgeregt oder sind nervös und so weiter. Und doch, wir haben zugesagt, eine gewisse Firma hat zugesagt, wir werden sie zustellen, ein gewisses Computerprogramm, ergens auf der Welt, in Amerika oder in Amerika oder in Europa, und wir tun die Arbeit. Wir haben zugesagt und wir sind Verantwortliche. Sie dagegen sind nicht. Stellt euch vor, als unsere Aeroplanen haben geschossen auf ihre militärische Basis, auf ihre militärische Infrastruktur oder so weiter. Sie schießen ihre Missilen
sie sagen, dass sie wollen treffen unsere militärische Basis und gewiss in Viamol trefft es. Aber so, sie schießen mit Bürger. Und unsere Menschen sind in der Hage geworden. So. Zudem haben sie sehr Mischossen, sehr Gehilfsmenschen in Levonen, der Hezbollah, was in Zoffen, viele, wenn sie gewähnt still mit Iran allein, ist von Zoffen, die Zoffenmenschen, Menschen, die wollen in Zoffen, von Haifa, in Akko, Naharia und solche Städte und Erde, in Zoffen, in Galil und in Golan und so weiter, sie sind noch an geworden geschossen mit sie. Oder mit Raketen, oder mit Antitank-Missilen, welche ein Mensch, ein poscher Soldat, oder ein Mensch, viele Kinder, meine ich, können eine Sache schießen, und es kann begreifen mit 10 Kilometer. 10 Kilometer, dachte ich, ist 7 oder 8 Meilen, dachte ich. Und antreffen in der Stube, und das ist Tage gewählt, wir haben getroffen in Heiser, und da gibt Menschen, und wir können nicht leben also. Ist dank Trump, Donald Trump, ist jetzt das erste Mal in der Geschichte von sind Israel ist entstanden, was Levonen ist great zu reden mit Israel. Sie haben es noch nicht getan frontal, nur derweil durch Amerikaner Vermittler, Mittelmenschen also, als es ist da eine große Möglichkeit, als wir dann schon mit Levonen. Das Problem ist, was im Levonen allein sind, vor allem die deutschen Fanatiker, die Hezbollah, was dann die rechte Hand, wie man sagt, von Iran, von den anderen Fanatikern, und sie will nicht aufgeben ihre Waffen. Was wird sein, weiß ich nicht. Aber das, was die Levoner Bürger sind schon vermattet von dem, weil sie haben gar nicht zu tun mit dem wieder, die Bürger in Levonen. Sie will nicht kein Mohammed, sie dürfen nicht die ökonomische Zores, was die Hezbollah schafft auf Levonen, aber die Mischugene Hezbollah, sie will, Punkt wie Iran, die Fanatiker in Iran, umbringen Israel, umbringen Amerika und reinführen sehr islamische Fanatischkeit via Weltsache. Schrecklich. This is WUNR Brookline. Aber oder anunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist Druck verkrippelt, JBI können helfen Menschen haben ein Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Und ich will euch wünschen, Kuschen Pesach, a freilichen Pesach. Das ist das Jiddische Call von Boston. Ich will sein zufrieden, weil wir wird mich ehren. Und ich will sein zufrieden, weil wir wird mir schreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet, ihr könnt mich treffen, wir füllen den Adresse, wir wird nehmen. Und ich will sein zufrieden, weil wir werden sich wiedersehen. Aber lange zendlich Jahren hat Israel gehofft und gefordert von Amerika, dass Amerika soll sich anschließen mit sie in attackieren Iran und alle Sachmenschen in Israel und Sachjiden
Patchen Bravo, was die haben das auf getan, aber sie haben eingerät Trump in dem mit einer Zusage oder einem Wunsch, als es wird sein Regime Change und sehr gierig und sehr gering und als Iran wird untergeben nach einem größeren Klapp. Aber jetzt zieht es sich länger und länger und es ist nicht so gegangen. Und hat das geschädigt die Zutreu zu Israel. Naja, ich verstehe, was Menschen sagen. Und meine Meinung ist, aber wer bin ich? Aber meine Meinung ist, als Trump ist nicht genau. Und er hat seine eigene Einzelgeber. Sie haben ihre CIA und ihre Agenten und sie wissen, was geschieht in Iran und wie viele Soldaten sie haben und wie stark die Fanatischkeit ist, was sie nicht eine Frage von ein paar hundert Menschen oder ein paar tausend Menschen. Es ist eine Frage von etlichen Millionen Menschen. Iran ist eine Medina von 90 Millionen Menschen, was man sagt, dass ich weiß nicht, 15-20% von den 20 Millionen, 15 Millionen Menschen sind reingetan, oder zu lieb Parnasse, oder zu lieb Fanatischkeit, was ist ein Teil von der dortigen Mitarbeit, soll es heißen, gegen der Meirev, gegen uns, gegen Demokratie und so weiter, weil man Fanatischkeit. Aber wie gesagt, nicht alle sind die strengen Fanatiker. Es ist vor allem euch bei sich Korruption und es vor allem euch bei sich Menschen, welche führen sich nicht 100% wie die Fanatiker wollen, aber Kolzmann sie tun gegen die eigenen Bürger gewisse Sachen und so weiter und lassen. Herr, Amerika ist reingenommen geworden. Ich meine, was man darf verstehen ist, bei Hitler und Mohammed weiß man nicht, wie es endet sich. Man weiß nur, wie es hebt sich an. Allerlei Sachen können geschehen. Versteht sich, es ist da Informationen, es ist da Ausforschungen und Analysen und so weiter, aber man kann nicht wissen. Das sind nicht allemal in unserer Hand. Allemal sind von Surprisen, allemal von Fehlern, allemal geschehen Sachen, was dann nicht verständlich, für was es geschehen soll, und doch ist es geschehen soll. Also man hat zugesagt, dass Israel hat gesagt, die größte Amerika was zu tun und sehr eingenommen, reingeschleppt in dem. Sich ist, für was Trump hier und für was Bush nicht und für was nicht Carter und für was nicht die andere. Israel ist ja so stark, dass sie können bei sie beeinflussen, als wir, die kleine Israel, soll. Ich meine, also Amerika hat verstanden genug, als die Fanatiker dort, welche sagen, Tag ein, Tag aus, das Soft zu Amerika, und versteht euch, das Soft zu Israel, meinen es und sie tun es. Sie haben doch geschickt Menschen, Attentaten, Assassinaten, Assassins, zu probieren hagen in Trump und andere wichtigere Menschen. Nicht Neues, als die Iraner Geheimpolizei befindet sich in der ganzen Welt. Also sie tun Abschotten mit tun. Also sie probieren anwarnen oder aufregen andere Regierungen gegen Israel und so weiter. Und es ist vor allem genug Menschen in Europa, welche helfen, öfter nicht wellendig oder nicht wissendig, die dortige Fanatiker durch, das was wir tun jetzt, und das was Trump, die Amerikaner Armee und so weiter, will, als durch die Wegen von Hormuz, dort sollen durchgehen, der Mischer und so weiter. Und das ist auch für Europa, sie dürfen das. Ich meine, die arabische Medina dort, das ist Saudi-Arabien, Bahrain, Katar und so, verstehen, als Iran ist die Sakone, nicht Israel ist die Sakone. Aber es wird wegen Unabhängigkeit, ja, also wir haben abgemerkt jetzt, 78 Jahre Unabhängigkeit von Israel. Wenn Trump hat gesagt, als wir dürfen sich abstellen, haben wir sich abgestellt. Das heißt, ich weiß, es ist schwer zu wissen, wie viel unabhängig Israel ist. Und von der anderen Seite, jene Menschen sagen verkehrt, dass Israel sind die, welche führen Trump beim Nose, dachte ich, das ist der Ausdruck. Ich meine, das ist Punkt verkehrt. Ich meine, es ist ein guter Schutzfilm, Amerika und Israel. Beide haben Bedürfnisse
wir haben unsere Bedürfnisse und Amerika hat ihre Bedürfnisse. Und als Amerika hat sich vernommen mit Iran, ist etwas, was bei MS. Früher die Präsidenten haben es gedacht, noch früher. Wenn sie wollten sich vernommen mit der Iran früher, wird Iran nicht gewinnen so stark heim. Sie wollten nicht gehabt die nukleare Möglichkeiten. Das, in einer kurzen Zeit wollten sie gekannt schaffen, nukleare Waffen. Wenn die amerikanischen Präsidenten früher wollten abgestellt, Iran in verschiedene Fahnen von können schaffen, ballistische Missilen, die können schon bald ankommen in Europa. Doch demnach ist, und wenn Amerika wollte nicht jetzt getan, in einem Jahr, 2 Jahren, wollten Missilen nach immer gekämpft treffen in Paris und in London. Und nicht in Amerika. Wer weiß. Das ist, wenn es ist von einer Krankheit, wir dürfen es nicht losen, wachsen und werden ärger und ärger. Man darf es abstellen, was früher. Ein Doktor, wenn er sagt, ein Kranken, gleich gibt etwas eine Refuge für den. Sagt nicht, komm zurück in ein Jahr herum und wir sehen, ob es werden besser. Schickt gleich ins Spital, gibt gleich ein Rezept für die Medizin. Schickt gleich, ob es ist ein Wund, so zu können, herumbinden und sanitieren und so weiter. Das ist eine Marke von den deutschen Fanatikern, was man lässt von weiter und mehr. Und sie bekommen Geld davon eingerechnet von gutherzigen Menschen und ich weiß was. Oder die welche sagen, gut, lassen wir sie geben nicht so Geld, wenn sie öfter uns nicht schießen mit uns. Es arbeitet nicht so. Ich meine, Menschen sind mehr klug geheint, wenn sie haben gesehen, was Iran kennt und was sie haben, werden sie besser verstehen in ein paar Jahre rum, als es gewinnt, was die Amerikaner tun haben. Wir hoffen, dass es wird sein gut für Israel und bei der Gelegenheit will ich dir und ganz Israel wünschen Mazel Tov zu nach Yom Ha'atzmaut. Aber als Israel hat reingebracht Amerika in eine Milchama, für welchen man hat gehofft, dass es wird sich endigen in etliche Wochen mit einem guten Resultat und jetzt sieht man nicht kein Sof, wollte es geschädigt Israels Credibility, Zutreu. Das ist der Sorge von meinem Guckwinkel. Ich verstehe, was du sagst, aber wieder, ich sage, also man hebt auch noch, man weiß nicht, wie oder wenn es wird sich endigen. Die Israel hat zugezogen und abgenommen Amerika. Ich weiß das und du weißt das, aber die Amerikaner Publikum, was ist ein Teil von MAGA, von Trumps Base, darf das wissen. Ich verstehe das. Aber wie gesagt, jeder eine kann euch trachten, Theorien und so weiter. Die Fakten sind sehr poschet. Die da am Medina, welche will umbringen unsere moderne, demokratische, kulturelle Lebenswegen und abschaffen allerlei Sachen mit sehr extrem Scharia-Gesetzen. Und was kann man tun? Sie tun es und sie tun es noch einander und sie schicken sehr Repräsentanten über die ganze Welt auf Attentaten, auf verschiedene Menschen, speziell gegen Jiden und so weiter. Das von Israels Standpunkt ist eine wichtige Sache, wir sollen es kennen tun. Aber Iran ist zu groß für uns. Ob Amerika hat sich hereingemischt in dem, ist Amerika, hat Recht zu tun, was er will. Und ob Amerika sagt, das ist Sakone. Ich sehe nicht, wie wir können beschuldigen Israel, als wir haben sie abgenaut, sie zugesagt, wie kann man zusagen, was er sagt? Also wir wollen sie gleich endigen. Was ist Amerika, seine Neuronen, so haben die in der eigenen Geheim CIA und so weiter, Analysten und so weiter. Sie wissen nicht, was Iran hat, wie viele Waffen, wie viele Soldaten, wie viele Möglichkeiten, wie viel Geld. Ich meine, also Amerika sind nicht kein Neuronen. Und ich meine, Trump ist euch nicht kein Narr, als ein guter Businessmensch. Und dafür gibt er Möglichkeiten, aber alle machen Fehler. Ich sage nicht, das nicht. Aber
Zusagen, als in einer kurzer Zeit, wenn man kennen das erledigen, ist Analysten haben gemacht Teuersten. Punkt wie in the polls, Punkt wie in sagt, als alle sagen, als der oder jene oder die Frau oder der Mann wird gewinnen in einer Stadt und dann noch zum Aufeinander gewinnt, weil von einem Tag zum zweiten Sachen können sich beiten. Ich bin nicht sicher, als der Amerikaner Geheimdienst hat vorausgesehen, es wird sein Giche und geringe Milchama. Es ist man meint, dass Trump hat das allein gemeint und speziell unter der Haspa von Yisrael und speziell von Netanyahu. Aber das kann man noch nicht wissen. Wir wollen mit der Zeit, sagt er, wissen. Aber eine Sache hast du gesagt, was ich will fragen. Du hast gesagt, dass Amerika hat gesagt, nicht zu attackieren Libanon, aber sie haben ja attackiert Libanon, nein? Nein, es kommt also so. Der Hezbollah hat geschossen die ganze Zeit nacheinander. Viele, wenn Iran hat aufgehört, schießen auf Israel, hat der Hezbollah weiter geschossen, nacheinander zu unserer Bevölkerung. Die Städte und Städtlach, Kiryat Shmona, Metula und auch andere, ein bisschen mehr Dorndig wie Haifa und andere Städte und Städtlach, man hat nacheinander geschossen mit sie. Und Israel kann das nicht aushalten. Dass er nicht ist. Er nicht ist davon, darf man zurückschießen. Jetzt, was Israel getan hat, reingeschickt ihre Soldaten, gerade zu verhappen, ein Stück Land, was wir oft an der Bufferzone da, als von dort, also zu sagen, abstufen, was weiter die Hezbollah. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, Libanon hat seine Regierung und Hezbollah hat ihre Regierung gewählt. Die Hezbollah befindet sich in der Libanon-Regierung. Und die Libanon-Armee hat nicht in Kreuch und die UNIFIL tut gar nicht. Hezbollah schießt, wenn sie will. Aber es ist gewesen etwas wie abgemacht, als Hezbollah soll aufhören schießen auf uns, wenn wir aufhören schießen auf sie. Aber wir haben gesagt zu Amerika und zu Libanon, also in der dortigen Territorie, der so gerufene Bufferzone, der dortige Stück Land, was wir haben verhabt, dort werden wir abreinigen als alle Möglichkeiten, was der Hezbollah hat dort geschaffen. Wäre Bunkers, wäre Waffen, wäre haben gehabt, war Staaten zu schaffen, neue Waffen oder neue chemische Sachen, was sie sollen sein. Als dort werden wir als abreinigen. Was weiter ist, wenn wir abreden mit Libanon, wir soll zu machen Scholem zwischen uns. Was sie sagen? Sie sagen, als Scholem mit Israel war eine gute Sache. Der Hezbollah meint nicht so. Ist zwar ein Problem. Aber ob sie schießen auf uns, sollen wir weiter schießen auf sie. Derweil in Zoffen ist mehr oder weniger still jetzt da. Ist, also haben wir hoffen, dass Tag wird werden etwas von dem. Aber das Problem ist nicht Hezbollah. Das Problem ist die Fanatikers Bechlal. Weil Hezbollah ist nur eine Gruppe. Und lassen wir sagen, wir zunehmen alle Waffen von Hezbollah, wir kommen in eine andere Gruppe. So ist das, was geschieht mit Hamas in Gaza. Das Problem ist nicht zu sagen, okay, man darf zunehmen alle Waffen von Hamas. Das darf man nicht. Doch Hamas haben wie viele Waffen sie will. Das ist sehr Problem. Sehr Bevölkerungsleid von der Hamas. Ja? Unser Problem ist nicht der Hamas. Unser Problem ist, dass man schießt auf uns. Dass man schießt auf uns, dass man zurückschießen. Das halt. Aber wieder, der Hamas hat dieselbe Propaganda, dieselbe Agenda, dieselbe Plan, auszurotten die jüdische Medina und eigenen Jiden. Das kann man nicht erlauben. Nicht so lieb der Hamas. Weil Hamas ist nur eine Gruppe. Es sind doch andere Gruppen dort. Es sind die Dschihad und es sind noch 3, 4, 5 andere kleine Milizias und so weiter. Welche hassen Jiden, hassen demokratische Sachen, hassen allerlei Sachen. Ist nicht der Frage von Hamas, nicht der Frage von Hezbollah. Der Frage von sagen, herzlich ein, wer es schießt auf uns, wenn wir schießen zurück. Ich meine, als attackieren Hezbollah in Dorem, Libanon, kann man verstehen, aber Israel hat attackiert Beirut und unschuldige Menschen umgebracht. Das hat geschaffen eine Sache, Meure und Zar.
Ja, aber wieder, wer schießt man? Wie wirst du wissen, wer ist Hezbollah, wer ist nicht Hezbollah? Ich meine, der Geheimdienst hat gewisse Informationen und auch viele Dämmel, die nicht allemal akkurat. Aber wie soll es sein, als immer der schießt von dir, stell dir vor, als du wohnst in dein Binien, in dein Stub, und von der anderen Stub schießt man auf dir. Es arbeitet sich sehr Schochen, der Schochen allein schießt, dieser Mensch ist rein in dem Schochenstub und schießt und so weiter. Aber das probieren reden mit dem Schochen, der sich sagen, er hat sich einen Herr zu schießen mit mir. Jetzt was wird der Schochen sagen? Er sagt, nicht ich schieß, nur mein Cousin schießt. Ich will sagen, er wird sagen, dass sein Bruder schießt und so weiter. Er sagt, Herr auf zu schießen auf uns. Und so weiter. Aber du wirst schießen auf uns, und wir schießen zurück. Heute das Problem ist, als dein Cousin schießt auf mir, ist herauf. Sehr dein Cousin soll mir nicht schießen auf mir. Das ist deine Verantwortlichkeit. Nicht ich darf absuchen dein Cousin, wo schießt auf mir. Du bist in deinem Sturm, dein Territorium, schieß nicht auf uns. Du sagst, dass nicht du schießt. Ich sehe, als von deinem Territorium soll man nicht schießen auf uns. Das ist was geschieht. Die Hezbollah hat gesagt, dass etwas ein Drittel, nicht mehr von Beirut, besteht von sehr Menschen. Ist der Fall, mit geschossen in die Punkte in jenem Abteilung von Beirut. Auch gut wird man nicht glatt geschossen, wie sie schießen auf uns. Sie schießen, wenn sie wollen, und sie schießen auf unsere Bürger. Wir haben befehlisch gesagt, auch gut für spezifische Erde, wo wir haben gewusst, haben sehr militärische Menschen und so weiter, ist in allgemein sagen wir, in Verreus, in der dosige Gegend, auf die dosige Gassen, in der dosige Schuna, Neighborhood und so weiter, mehr bombardieren. Ich muss sagen, Menschen rauszugehen von dort. Weil Menschen haben Meure, also wir so, als sie wollen leben Hezbollah, ist oder sollen sie abstellen der Hezbollah, oder sollen sie sich abrücken von der Hezbollah. Weil die Hezbollah ist unser Säune, sie seien unser Säune. Nicht, weil wir wollen, sie sollen sein unser Säune, weil sie wollen uns umbringen. Jetzt, wir haben nicht ein Brehre, wir dürfen schießen auf sie. Ist dein Mischpache ist in einem guten Zustand und du allein, du arbeitest noch als auf der Wachpatrol? Wir sind auf der Wach die ganze Zeit. Wir schlafen, wenn wir können. Jetzt ist still, wie wir gesagt haben, in den letzten 2 Wochen. Ja, Punkt. Jetzt lassen wir sagen, Yom Zikaron und Yom Ha'atzmaut, ist nicht ein bisschen, Tag 2 früher, schon 3-4 Tage früher, vor Yom Ha'atzmaut, unabhängig vom Tag, die dosige Feierung geht. Was jeden Jahr es kommen sich zu läuft hunderte Menschen, tausende Menschen und tausende Menschen auf größere Unternehmungen gehen und Konzerten auf der Gas und in Parken und so weiter. Wir haben nicht gewusst, wir sollen können ja feiern, sie nicht feiern. Wir haben nicht gewusst, es gewinnt unsicher, was wird sein. Es war Hashem, haben wir ja gekannt feiern und doch ist es nicht gewinnt eine volle Feierung wie in den früheren Jahren, weil man hat abgelegt. Und danach haben wir gesagt, ja, wir können ja machen. Danach haben wir gesagt, wir können nicht machen. Und als es gewesen so zu Tummelt, wir haben beschlossen, gut, wir wollen ja machen. Wir haben Tag ja durchgeführt. Und derweil ist still. Was wird morgen sein, weiß nur ein Gott. Gut, es wird spät dort, soll der Eulen wissen sein, als wir reden heute Mittwoch, 4:45 Bostoner Zeit, aber es ist sehr spät in Israel und ich danke dir sehr, Label Bodwinek, für die Zeit und für die Information. Bei mir ist schon 20 noch 12, das heißt mitten in der Nacht. Gut, lassen wir hoffen mit besseren Zeiten. Okay, einen großen Dank, eine gute Nacht und soll sein Shalom und lassen wir hören noch gute Besuches. Noch gute Besuches, sehr gesund. Teure Zuhörer, ich bin gekommen feiern mit euch dem 60. Yom Ha'atzmaut-Feierung, 60 Jahre Selbstständigkeit von Israel. Mai dem 14. im Jahr 48 ist Israel zurückgegeben geworden zum jüdischen Volk. Nach tausender Jahren von Golus, von Cholem wegen Israel, der Monat des Shivas ziehen bei jeder religiösen Zeremonie. Israel ist gewesen nur ein Cholem, eine Fantasie, eine puste Hoffnung.
Aber Gläubinism und Phantasies haben keine moschedicke Resultaten nicht gebracht, bis sie gekommen nach Dorf von einem moschedicke Denker. Und der Mann, Dr. Theodor Herzl, hat es bei Moshe sich zunächst genommen in 1897, 197 Delegaten von der ganzen jüdischen Welt in Basel, Schweiz, zu dem ersten zionistischen Kongress. Dort ist gelegt geworden der Grundstein für die zionistische Bewegung, welcher hat später ungeheben Bäuen ein Heim für ein jüdischen Land. Die jungen Chaluzim haben noch Jahre schwere Arbeit und Karbones, sei mit Natur, sei mit herumgeringelten Sonne, hat der Cholem von Jesche Mekoim geworden. Schaffen geworden Wunders von einem sumpigen Land, einem Midbarland, in verwandelt geworden grüne Lonkes, Weingärtner, Fruchtbäume und kommende Grinsen. Israel hat geschaffen gewaltigere Ergreichungen und Erfindungen, sei Medizin, Wissenschaft, Kunst, Musik. Und nicht gehabt Israel keine Sache, was es nicht produziert und nicht geschaffen. Das ist alles geboren geworden mit der Überrest von Mohammed und verschiedene Antäuschungen von den Menschen herum, was haben allemal gewollt vernichten Israel. Hat auch Israel ausgehört, damit zu beschützen sich eine große Armee, eine Babys ruft sich auch Verteidigungsarmee oder Haganah. Es ist euch zu bewundern, Israel, dem Seichel und die Fähigkeit einzuwurzeln, alle Olim neigekommene von allen Winkeln von der Welt, Olim von angestandenen Ländern bis Olim von modernen, gebildeten Menschen, andere Kulturen, andere Kenntnissen. Und alle sind gekommen in Israel, Schwarze, Weiße, Asiaten, allem gefundene Heim in Israel. Aber sie bewundern sich, die Sache, was sie geschaffen geworden, und zum 60. Jahr von der Yom HaAtzmaut muss man noch der Menschen, was ihm geholfen machen, Israel, wo sie sitzt da. Als solche Menschen, was mit Versehen gerät, vergessene Helden, welche haben abgegeben, als Sache von seinem Leben, von der Zeit und Fähigkeiten, a viele seiner Gelder, und alles getonke, die zu schaffen, ein Heim, ein guter Heim. Man muss aber kennen mit solchen Menschen und nicht vergessen sein. Einer als ein Mann, will ich Tage heute abstellen, sich reden begeben. Sein Name ist Dewey Stone. Die Lohmen aber kennen mit Dewey Stone. Wer gewinnt Dewey Stone? Hat nie gelebt in Israel, aber seine Öftungen, seine Ergreichungen, seine gewinnt zahlreiche, unterglebliche Sachen, was hat getan für Israel. Wollen sie aber kennen, was hat getan. Dewey Stone geboren worden in 1900 in Brockton, Massachusetts, geendet die Mittelschule Brockton und graduierte Boston University mit einem Diplom für Business Administration. Und geworden sehr erfolgreicher Businessman. Aber eine jüdische Erziehung in der Heimat hat gar kleiner. Aber seine Liebe zu Israel, zum jüdischen Volk, hat gekrogen in sein Onkels Heim. Sein Onkels Name war Isaac Tepler. Isaacs Sohn, Edwin, gewinnt Dewey's bester Chava und sein Allbau verbracht in Edwins Heim, wo gesehen dem Onkels Liebe zu Israel, sein Zionism. Isaac gewinnt ein guter Freund von Chaim Weizmann und seine Frau Vera. Gewinnt der erste Delegat, was sie gefahren in Basel zu dem ersten jüdischen Kongress. Dewey Stone hat reingesafft in sein Heim, sein Onkels Leben, und hat Poschert vergettert seinen Onkel, sein Zionism und sein Gefühl zur Jüdischkeit hat vergettert und gegangen in sein Onkels Wegen. Der Onkel ist alle gewesen kein Israel, wo gestorben. Aber Dewey hat nicht vergessen den Onkel und aufgenommen den Onkels Arbeit und gegangen in seine Wegen. Eine von den wichtigsten, bekanntsten Beisteuerungen von Dewey Stone ist gewesen eine treuerige, aber weltbekannte Geschichte wegen des Schiff Exodus. In 1947
ist der Embargo auf Israel Aliyah, der Migration, gewesen sehr schwer. Die lebengebliebenen Iden von den Lagern haben nicht gehabt, wo sie gehen. Die Welt hat vermachte Tiere für sie. Und das Schiff Exodus ist damit belangt zu einer anderen Gesellschaft, was gerufen Western Trading Company. Und die hat gehabt als Stocks in der Company. Die Gesellschaft hat gehabt einander, aber von das Schiff hat das gerufen Presidents Warfield. Und ich bin wirklich an der Seite beschlossen, mit das zu brechen, das Schiff, und verkaufen für Sticker. Aber die große Verbindung, und bei mir hat die genommen das Schiff und verkauft sogar eine neue Organisation mit Namen Mossad Aliyah Bet. Eine Organisation hereinzunehmen, wie Iden in Israel Legalheit. Die Charita Plitaner, andere Iden, wer hat noch gewählt vorn. Es ist nicht eine legale Organisation, aber Louis mit der jüdischen Bekanntschaft haben es gestützt. Der Mossad Aliyah Bet hat eine für das Schiff in Baltimore zerrät gemacht und mit der Hilfe von Dewey Stone, wer hat gemacht, für ihre Papiere falsche, übergeführt geworden in Europa, in der französischen Hafen. Und in 1947, im März, dem 29. ist das Schiff abgefahren, Israel, mit 4.500 Nefasches. Zwischen sie gewesen 600 Jesaimim geraten werden von den Lagern. Das Schiff ist angekommen in Israel, in Haifa, im Juli, dem 18. Und dort haben sie gehabt, ein Zusammenstoß mit der britischen Wache. Und der Lim hat die britische Wache herabgenommen vom Schiff und reingesetzt in Transportschiffen und zurückgeschickt kein Europa. Mitgebracht in Hamburg, wo sie dann gehört zu England. Die Geschehnisse mit dem ersten Schiff, ich bin sehr bekannt über die ganze Welt, als hat er Reise von gewaltigen Mitgefühlen zum jüdischen Volk und zum jüdischen Problem. Tag im November, dem 29. hat die UN gestimmt, zu voneinanderscheiden oder zu beschließen, zu teilen Israel auf 2 Teilen, ein jüdischer Teil, ein palästinischer Teil. Der Beschluss zu geben Juden ein eigenes Heim ist nie kein geringer. Und man hat sehr viel Arbeit zu tun, um zu gewinnen, die Sympathie von der Welt und den Menschen, die gestimmt waren. Jede Zeit, dann gewesen die spanisch redenden Länder, haben gehabt sehr viele Delegaten in den United Nations. Ich bin ein Drittel von den Delegaten sei gewesen die spanische Vorsteher. Aber sie hatten große warme Gefühle zu ihnen. Aber Louis Stone hat einen Bruder, Harry Stone, und hat große Verbindung mit den Ländern, mit den latinischen Ländern, und hat gewirkt auf sie und gebeten sie, und am Tag gestimmt für Ja. Dann blieb die größte Frage, wie gewinnten die Sympathie und die Stimmung von der Präsident von Amerika, Harry Truman. Der Präsident hat beschlossen zu stimmen auf Ja. Aber der antisemitische Stimmung in der Regierung haben geraten, nicht zu stimmen für Ja, nur auf Nein. Überhaupt das State Department. Sie haben nie gewollt, ihre Verbindung mit arabischen Ländern zu verlieren, den Anhalt. Und dem gewollt haben Bekanntschaft mit den Ölmagnaten. Truman hat beschlossen, herauszurufen sehr viel Deiges bei den Iden und reingemischt sich sehr viel jüdische Führer und gegangen zu beten beim Präsident. Dewey Stone hat gleich verbunden sich mit Eddie Jacobson, der gewesene Geschäftsführer von Präsident Truman, und auf morgen hat Eddie Jacobson getroffen sich mit Dewey und weggefahren gleich nach Washington und gekommen zu Truman, nicht gebeten und nicht gemolden. Und Truman hat sich sehr gewundert, ihn zu sehen, aber er hat gerettet auf den Präsident und gebeten ihm, nicht in meinen Namen reden, in Namen von allen Iden, was mir will, sie nirgends reinlassen. Und der Präsident hat sich angefangen, ein bisschen weicher werden.
hat auch Jacobs mit gebeten beim Präsident, soll treffen mit Chaim Weizmann, wo es der Präsident soll sich als sagte treffen mit dem. Aber er hat ihm sehr stark gebeten, bis der Präsident hat reingelassen Chaim Weizmann in Weiße Haus und die Hintertür. Und nach lange Reden und nach lange Überzeugungen hat Truman gestimmt auf Ja. Nun, dem 29. November in 48 Jahren geschaffen geworden der jüdische Heim, nach tausender Jahren Wandern. Als der Gier wie Israel geworden eine unabhängige Regierung, haben die arabischen Länder beschlossen zu vernichten im Jeschuv. Und nun haben gleich mit blutigen Befallungen, mit Hareges und machen Schaden in jüdischen Heimen, jüdische Jeschuv. Israel hat getan, was als ich darf tun, gemacht hat die Armee, eine Beschützungsarmee der Haganah, die können sich beschützen für die alle Opfer auf ihnen. Aber ist da noch eine Frage, wo nimmt man Geld? Man darf haben Gewehr. Wir können es machen, aber haben auch Gewehr. England käme kein Gewehr, die geben keine Juden zu besorgen, für sie umkommen oder nicht. Aber wenige Jahre hat angefangen zu suchen, wo kriegt man Geld und wie macht ein Gewehr. Und sich verbunden mit Duiston. Und Duiston mit einer zionistischen Organisation haben sich angenommen, auf sich die schwere Arbeit zu kriegen, Gewehr für Israel. Sam Levin von der zionistischen Organisation, ein Freund von Duiston, geworden der Verantwortliche für Gewehr. Und wurde verbunden mit amerikanischen Gewehrfabriken, welche haben gemacht Gewehr für Amerika, also machen Gewehr für Israel behalten legal. Und mit hat angefangen machen Gewehr in Amerika für Israel und reinführen nicht legal. Wird ruhig verbunden mit Tschechoslowakien und von dort gebracht Gewehr für Israel. Nur Gewehr ist wohl ein bisschen geringer, ist da die wichtige Frage, wo nimmt man Geld? Und dort erzählt sehr schöne Meise wegen Duiston, wegen Duiston, Golda Meir. Duiston sein Geburtstag, ich gewinne gefeiert in Israel, in Chaim Weizmann Institut, Rehovot, und der Rednerin, ich gewesen Golda Meir. Und sie erzählt das eine Geschichte. Als Israel, ich gewinne ledig mit Gelden, denn ich hatte kein Geld in ganz in der Kasse, hat die geschickt Golden in Israel, in Amerika zu schaffen Geld. Und sie kommen in Amerika, sie hat nicht gewusst, was zu tun, wie zu schaffen Geld, es geht dort nicht gewollt zu sagen geben. Ich komme weiter durch weitergekommen mit der Organisation und sie haben gemacht in 2 Wochen $50 Millionen, eine Sache für die Gelden, ich werde Duistons, die Versicherung hat allein das reingelegt an die eigenen Gelden. Na, solche Sachen, was man hier von Duiston, oder solche Regungen, nie gewinnt, mit keinem gewinnt, bewusst für Jahre lang, bis Isser, weil es eine Sache gewinnt, legal mit das nie getan reden. Und zum 60. Jahr von Anerkennung als Menschen und Dankbarkeit für ihn und sein Evangelium von ganz Israel, darf man nicht schweigen und reden tacken. Und die Frage ist, wer weiß, was für Israels Evangelium wird gewährt, wenn nicht als Duiston mit als solche Bekannte, die hat gehabt. Helden wie Duiston sind in Tokensach und wer sie gewährt, darf sie ermahnen. Duiston ist gestorben in 1977 und mit ermahnen sich Livracha gebiert durch seinen Andenk. Zu dem Yom Ha'atzmaut hat noch der Montag-Gesellschaft, das macht ein Film, ein Movie. Die Gesellschaft ruft sich Nita Production auf Sharon und der Producer ist Walter Newman. Und der Name von dem Movie ist Zionist and Aramis, ein Zionist in unserer Gesellschaft. Ich muss bedanken Walter Newman für ein Geben mir das Material und nur die jüdische historische Gesellschaft hat geholfen, machen den Film. Ich bin dankbar und ich hoffe, ihr habt alle da kann sich mit der Hilfe, was hat von dem Kämel nicht gehört. Ihr bin Chasse Siegel.
ארצי מולדת ישראל שירי מוקדש לך לתמיד בכל רחבי עולם איפה רק בני אדם מברכים אותך ארצנו היפה באים אחים עולים מכל ארצות רצים לאם האדמה כי רק חופשי להיות זה כבר שונים רבות חיילינו ישראל לחמו בגבול ארצנו היפה מכל ליבי שירי מוקדש לך לתמיד ארצי ארצי מולדת ישראל מוקדש לך לתמיד בכל רחבי עולם איפה רק בני אדם מברכים אותך ארצנו היפה מרכז עמים את ישראל Es ist wie Wein, die Bergluft läuter, als Sosne Beimer duft. In Glockenklang, in Skier Reuter, zertrogt sich in der Luft. In tiefen Schlaf die Beimer Felsen, in hohle Miese verklemmt. Die Ellen steht bei ihr in Herzen, der Käusel steht verschämt. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht was Glied. Ich bin vor dir wie a Fidele fahr deine Lied. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht was Glied. Ich bin vor dir wie a Fidele fahr deine Lied. Wie trugen deine Wassergerieber, dein Mark wie leidiger Rein. Zum Haar Habais in der Altstadt kommt keiner nicht zu gehen. Und in die Helen in dem Fels stehen, brummt jammerlich der Wind. Zum Yam HaMelach durch Jericho kommt keiner nicht als Wind. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht was glied. Ich bin vor dir wie a Fidele fahr deine Lieder. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht was glied. Ich bin vor dir wie a Fidele fahr deine Lied. Nur wenn's wird kommen dein Gesangstag und Tränen dich mein Bett,
dann bin ich kleiner von dein Jüngsten, dein Mindesten Poet. Weil wie Asuref kuscht die Lieben, sie britt dein Nomen bloß. Sie kenn ich kein Stott dich vergessen, was Gold du bist. Durch uns, Jerusalem, Stott von Gold, a Stott von Kuper und Licht, was glied. Ich bin vor dir wie a Fidele, fahr deine Lied. Jerusalem, Stott von Gold, a Stott von Kuper und Licht, was glied. Ich bin vor dir wie a Fidele, fahr deine Lied. Weil wie Asuref kuschte die Lippen, sie britt dein Nomen bloß. Sie kenn ich kein Stott dich vergessen, was Gold du bist. Durch uns, Jerusalem, Stott von Gold, a Stott von Kuper und Licht, was glied. Ich bin vor dir wie a Fidele, fahr deine Lied. Jerusalem, Stott von Gold, a Stott von Kuper und Licht, was glied. Ich bin vor dir wie a Fidele, fahr deine Lied, fahr deine Lied.